Jeistlichet Läwen. Jeistlichet Läwen is een leven met God. Aber in Jeistlichet Läwen habe ich 3 Fragen. Wo komme ich da an? Wer zie ik? Wo kan ik niet sicher zijn dat ik Jeistlichet Läwen habe, dat wanneer ik wil voor God staan, dan moet hij mij aannemen. Wat is Jeistlichet Läwen? In deze klas werden we reden van wat is Jeistlichet Läwen. Wat krijg ik dat? Wat weet ik dat ik dat heb? Wat voor onderscheid maakt dat in mijn leven? En zo we willen een beetje vertalen van Jeistlichet Läwen. We weten dat ons scherpenhaft leven. Maar de schrift maakt het klaar dat ohne Jezus, dan zijn we jeistlich dood. Maar wanneer we Jezus hebben we Jeistlichet Läwen. En zo wat krijgt meint Jeistlichet Läwen? Jeistlichet Läwen komt van God. Dit is de hoofdpunt wat ik wens van jullie behouden en leren. Weet je, wie denkt eenmaal Jeistlichet Läwen, dat heb ik me op een weg verdiend. Vielleicht wie ik zie, aan de roos wat ik zie. Maar Jeistlichet Läwen komt van God. En we worden durch deze klassen zijn dat God geeft ons Jeistlichet Läwen durch seine Gnade, wenn wir an Jesus Christus glauben. Aber das ist der Hauptpunkt von uns ganzen Glauben. Wenn wir das recht kriegen, dass Jeistlichet Läwen kommt von Gott, dann fallen alle andere Platz, die fallen alle in Platz. Aber wenn wir das nicht klar haben, wo wir Jeistlichet Läwen kriegen, vielleicht mache ich mir das verdienen, aber ich weiß gut, dass ich sie ein lang nicht vollkommener Mensch und ich kann niemals noch warten, um mal wirklich zu feilen, dass nu gleich Gott mir. Also Jeistlichet Läwen kommt von Gott. Das ist der Hauptpunkt, das ist der wichtigste Punkt, was ich wünsche, wenn wir alle können lernen. Jeistlichet Läwen ist nicht Religion. Na, mit Religion meine ich eine Reihe von menschlichen Regeln, die uns sollen halten, damit Gott in Gemeinschaft sind. In ons Volk haben alle Hunde Regeln. Vielleicht wo uns dort üterlich sitzt, ein Wort von der Kirche befahren, wo wir getroffen sind, ein Wort von der Sprech wir reden. Verschiedene Dinge haben wir manchmal gehört in uns Volk, wo wir so dachten, das halb uns, damit Gott Freund sind. Aber Jeistlichet Läwen ist nicht Religion. Das ist nicht eine Gruppe von Regeln, die wir Menschen uns hat aufgestellt. Jeistlichet Läwen kommt von Gott. Jeistlichet Läwen ist auch nicht das Kirchenleben. Wenn wir Mennoniten sind, dann sind wir gewarnt von Kirchenleben. Wir sind sozusagen in die Kirche abgewachsen. Vielleicht sind wir zur Sünderschule gegangen, oder wir haben uns taufen lassen. Wir haben uns in die Kirche befreit. Wir gehen zum Abendmahl. Uns Leben dreht sich sozusagen um die Kirche. Und so wir haben ein Kirchenleben. Aber dort ist nicht Jeistlichet Läwen. Jeistlichet Läwen kommt von Gott. Na weet je, Religion hat manchmal gute Regeln. Du sind Regeln, die uns helfen, reich zu leben, oder die uns helfen, von Trubel weg zu bleiben. Und so Religion ist gleich immer bloß alles schlecht. Bloß das gibt die nicht Jeistlichet Läwen. Kirchenleben ist auch ein gutes Ding. Wir wollen unsere Kinder lernen, dass sie in die Kirche sind. Wir wollen selbst in die Kirche sein. Wir wollen die Kirche haben, wo wir uns taufen lassen, wo wir uns befreien, wo wir sterben. So wir haben ein Kirchenleben. Und da sind viele gute Dinge bei. Aber Kirchenleben gibt die nicht Jeistlichet Läwen. Jeistlichet Läwen ist auch nicht in der Gruppe oder Kultur gehören. Na weet je, wir gehören zu uns Mennonitentum sozusagen. Und wir haben ein gewisser Weg von Leben. Zum Beispiel, wir leben in Kolonien, oder wir leben in Dorpen, oder wir eten eine gewisse Sorte Eten, oder wir haben uns in gewisser Weg angetroffen. Und das sind ganz schlechte Dinge. Aber wenn wir zu den Mennoniten gehören, oder wenn wir Plattdeutsch reden, dort merkt uns nicht Gott seine Kinder, oder dort gibt uns nicht Jeistlichet Läwen. Wir haben einmal ein bisschen eine Idee gehabt, manch uns, dass wir sind besser als andere Menschen. Aber die anderen Menschen, dort sind Weltmenschen. Wir sind Mennoniten und die anderen sind Weltmenschen. Das ist einmal meistens besser so, dass wir sind dort überwältigte Volk. Aber weet je, dort ist nicht so steht. Wir sind auch Weltmenschen. Und wenn wir in dieser Welt leben, wir sind Part von dieser Welt. Wir sind nicht Gott sein überwältigtes Volk. Na, das ist gut, some von den Dingen, die wir haben.
some von unseren Regeln, wo wir haben, oder vielleicht some von unseren Kulturdingen, wo wir haben, die habe ich mitgebracht von, vielleicht auch von Russland oder von Europa, und das sind keine schlechte Dinge. Aber dass wir zu einer Gruppe gehören, oder zu einer Kultur, hilft uns nicht Jeistlichet Leben. Jeistlichet Leben kommt von Gott. Und darin sagt er, das ist hoch wichtig, dass wir das verstehen, dass bloß wenn wir Männer Nieten sind, wenn wir feine Nobers sind oder feine Menschen, wir haben uns recht angetragen, all diese üterlichen Dinge, die sind gleich schlecht in sich selbst, aber das hilft uns nicht Jeistlichet Leben. Jeistlichet Leben kommt von Gott. Zweitens, das Jeistliche Leben ist ein Leben, wo mein Geist belebt wird von Gott sein Geist. Das will ich sagen, dass das Leben kommt von Gott. Weil der Geist Gottes, die müssen uns nicht tragen, damit wir Jeistliches Leben haben. Die Schrift redet von Körper, Seele und Geist. Das ist ein sehr großes Thema, aber ich will ein klein bisschen von dort hier reden. Wir als Menschen, wir sind auch ein bisschen so eine Dreieinigkeit. Wir haben auch einen Körper, eine Seele und einen Geist. In 1. Thessalonicher 4, Vers 23, da sagt Paulus es dit: Mocht Gott selbst, der Friedensgott, junt durch und durch helgen, und junt Geist und Seele und Körper unbeschädigt und rein bewahren, bat uns Herr Jesus Christus weiterkommt. Na hier in das Vers, da bet Paulus, dass Gott wird uns beschützen in uns ganzen Mensch, in uns Körper, unsere Seele und uns Geist. Und er wird uns bewahren, was Jesus Christus weiterkommt. Aber der Punkt, was ich hier will merken, ist, dass er redet von Geist, Seele und Körper. Ich merke mir immer so ein Bild von 3 Stuben. Eine Stube ist die Geiststube, eine Stube ist die Seelstube und eine Stube ist die Körper. Na, zwischen diesen Stuben sind Dären, wenn die Information geht von einer Stube nach der anderen. Na, weet je, die meiste Information, die wir kriegen, das kommt durch uns Körper. Das kommt durch unsere Ohren, unsere Augen, uns Mühl, unsere Nase, uns Feulen. Das sind 5 Dären, die wir haben. Und dort kommt Information in uns hinein. Aber wenn wir wahre geboren sind, oder wenn wir Jeistliches Leben haben, dann ist Gott sein Geist, der ist in unsere Geiststube hineingetragen. Gott wohnt in uns. Und nu zum Lehren in das leben, dann lernen wir mehr und mehr Informationen zu kriegen von den Heiligen Geist, oder von der Geiststube. Na, weet je, die Information von uns Körper wird niemals abhören, aber die Information von den Heiligen Geist, wo er uns will leiden, was er zu uns sagt und wo wir mit Menschen umgehen, all die Dinge kann der Geist uns lehren. Und so Jeistliches Leben kommt von Gott. Jeistliches Leben ist, wenn der Geist Gottes in mein Geiststube hineingetragen ist, oder der Geist Gottes wohnt in mir. Paulus sagt in den Dingen, wir sind der Tempel von den Heiligen Geist. Paulus sagt auf einer Stelle in Epheserbrief, dass wir sind getegnet mit dem Heiligen Geist. Und so der Heilige Geist ist in uns hineingetragen. Das ist Jeistliches Leben. Und das ist nicht ein Ding, was wir haben in unserer Kultur, oder wenn wir eine Religion haben. Das ist bloß einfach ein Geschenk von Gott durch den Glauben an Jesus Christus. Und so Jeistliches Leben ist, wenn der Geist Gottes mein Geist beleben wird. Das Jeistliche Leben ist ganz und gar von Anfang bis Ende durch Gnade. Na, Gnade meint, dass Gott gibt dir was du dir nicht verdient hast, oder auch nicht kannst verdienen. Das ist ein Ding, was wir nicht in unserer Kultur haben. Das ist ein Ding, was wir nicht in unserer Religion haben. Aber der Geist Gottes trägt in die an durch Gott sein Geschenk, Gott seine Gnade, durch den Glauben an Jesus Christus. In Epheser 2, Vers 4 und 5 sagt Paulus es dit: Aber Gott ist so reich an Gnade. Horch nur, was er sagt. Gott ist so reich an Gnade, und er ist uns so gut, dass er uns mit Christus zum Leben braucht, wenn wir auch tot in unseren Sünden wären. Durch Gnade war wir seilig. Na, das Wort, was er gesagt hat, wir sind zum Leben gebracht, das ist Jeistliches Leben. Wenn wir nach Jesus kommen glauben, wir nehmen das an, was er für uns am Kreuz hat getan, sein Tod, seine Auferstehung, wir nehmen das an, dass er für unsere Sünden gestorben, dann trägt der Geist Gottes in uns näher. Na, das ist ein Geschenk von Gott. Und das vorhin gesagt hat, durch Gott seine Gnade war wir seilig. Das Wort seilig hier ist ein anderes Wort von Jeistliches Leben. Aber wir können auch sagen, ewiges Leben. Aber durch Gott seine Gnade haben wir ewiges Leben. Er sagt wieder in Epheser 2, Vers 8, die sind durch Gott seine Gnade gerat, weil sie glauben. Na, die Frage ist, an was glauben wir?
Wir glauben an Jesus Christus, dat Heus gestorben, Heus abgestoßen für unsere Sinn und für uns ewiges Leben. Je sind durch Gott seine Gnade gerat, willst je glauben. Das ist nicht durch jene Worte, das ist ein Geschenk von Gott. Und das, was Gnade meint, ein Geschenk von Gott, was du nicht in die selbst hast, und auch nicht kannst verdienen, und auch nicht hast, wenn du gehirrst in Gewässer daraus Menschen oder einzelne Dinge steht. Das jährliche Leben ist ein Leben, wo der Jesus Gottes mein Jesus beleben hat. Jeistlichet, oder wir können sagen, gerechtes Leben ist von Gott gegeben. Die Bibel lehrt uns, dass wir eine Gerechtigkeit haben, was für Gott jährlich ist. Na weet je, dat Wort Gerechtigkeit ist auch noch ein Wort, was wir können brauchen in der steht Jeistlichet Leben. Wir haben eine Gerechtigkeit für Gott, die für am jährlich ist. Ich habe vielmal gesagt, dass wenn es kämpft ewiges Leben, dann müssen wir für Gott eine Gerechtigkeit haben, was er was anerkennen. Wir können vielleicht eine Gerechtigkeit haben in uns Darb, oder manche Menschen, oder in unserer Kirche. Aber das ist eine menschliche Gerechtigkeit. Aber wenn Gott uns eine Gerechtigkeit gibt, was für am jährlich ist, dann sind wir geraten, dann haben wir jährliches Leben sozusagen. In 2. Korinther 4, Vers 21, da sagt Paulus so steht, Gott mögt den, der von keinem Sinn wisst. Na weet je, hier redet hier von Jesus. Jesus ist der Einzige ohne Sinn. Und das sagt Gott mögt den, der von keinem Sinn wisst. Und uns steht zu Sinn, dass wir durch ihn gerecht werden, so ist das für Gott jährlich ist. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Jeistliches Leben kommt von Gott. Die Gerechtigkeit kommt von Gott. Ewiges Leben kommt von Gott. Gott, seine Gnade, gibt uns all das durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Drittens, jeistliches Leben ist ein Leben, wo wir lernen, in der Gott gegebene Gerechtigkeit zu leben. Weil die einige Menschen, die sagen einmal, das fehlt zu leicht. Wenn wir durch Gnade gerat sind, oder bloß durch Glauben gerat, das fehlt zu leicht. Wir müssen doch ganz genau was tun, damit wir gerat werden. Was du kannst tun, um gerat werden, ist nur Jesus kriegen. Und Jesus glauben, sein Tod, seine Auferstehung. Aber wenn wir das Leben nicht haben, dann leben wir in seiner Gerechtigkeit. Dann lernen wir uns zu leben, so es Gott das gefällt. Ich brauche einmal das befriedete Leben als ein Beispiel. Als meine Frau und ich uns befrieden, das passiert in einem Tag. Oder wir können sagen, das passiert in einem Moment. Wir gehen in die Kirche nahen als jungen Mädel und wir gehen rüt als Lied. Unsere Eltern anerkennen uns als Lied, die Kirche anerkennt uns als Lied, Gott anerkennt uns als Lied. Wir werden ein Lied geworden. Das passiert in einem Moment. Aber von dann, was von der, haben wir gelehrt, ein befriedetes Leben zu leben. Wir haben manchmal Fehler gemacht, aber das meint nicht, dass wir nicht mehr befriedet werden. Wir sind dann schlicht einmal in Ewig gekommen, aber das meint nicht, dass wir nicht befriedet werden. Von dem Moment, als wir uns befrieden, was von der, sind wir Lied gewesen, aber wir lernen noch einmal Lied sein. Und das ist ein bisschen, was das erstmal das jährliche Leben. Den Moment, wo du Jesus annimmst, dann gibt Gott dir jährliches Leben. Aber dann wird es eine Lebenszeit sein, zu lernen, in das Leben zu leben. Aber der Hauptpunkt in dieser Lektion ist, jährliches Leben kommt von Gott. Jeistliches Leben. Jeistliches Leben ist ein Leben mit Gott. Aber ein jeistliches Leben habe ich 3 Fragen. Wo komme ich da nehmen? Wer sehe ich? Wo kann ich sicher sein, dass ich jeistliches Leben habe, und wenn ich vor Gott stehe, dann wird er mich annehmen?